Vielmals merci, Herr Präsident, die Damen und die Herren. Mit dieser Interpellation will mir die Aufmerksamkeit auf soziale Probleme lenken und denen sich niemals gewinnen, auch wenn den alltäglich mit ihm konfrontiert wird. Auf viele Plätzen am Land ist das Problem, wenn eine sogenannte Strommatten, das leider pejorativ wird, nicht zu übersehen. Der Leute ohne feste Wohnsitz können da geschah eng 250 hier am Land. Sie kommen meistens an einem Nutzfeuer, wie zum Beispiel dem Feuer Ulysse an der Stadt oder dem Abri Süd zu Esch in der Dach. Darüber hinaus gehen da ungefähr 4.000 Leute hier am Land, die potenziell von einer Obdachlosigkeit menaciert gehen. Ursachen für so eine Situation können da viel gehen. Drogenprobleme oder Alkoholismus, Überverschuldung, persönliche Schicksalsschläge am Bereich von der Gesundheit oder der Familiensituation, Spielsucht, Auswirkungen von einem psychiatrischen Problem, Nachwirkungen von Problemen mit der Justiz, defizitär Sozialisierung und anderes mehr. Da der als wohlverstanden nicht der Meinung, dass der Staat sich kann oder soll der persönlicher Verantwortung von jedem für sein eigenes Leben substituieren. Mit geht aber für den Staat und Gemengen ob mans zwei gut Gründe, für sich intensiv mit dieser Situation zu beschäftigen. Erstens darf der Staat nicht mutwillig durch seine Gesetze oder Handlungen nach Notsituationen verschärfen oder Leute recht an so eine Situation herantreiben. Das ist das Präventiv-Argument. Und zweitens hat der Staat ein Interesse daran, für die Leute abzufangen und zu resozialisieren, für die Probleme so klein wie möglich zu halten, und den Leuten zu helfen, eine eigenständige Existenz ohne öffentliche Assistenz aufzubauen. Das ist das Kurativ-Argument. Heute ist die Situation so, dass viele Leute Benevolen an Assoziationen sich um die Leute bekümmern. All denen, die sich als Streetworker an den Foyers, auf den Sozialämtern oder auf anderen Plätzen tagtäglich für die betroffenen Leute einsetzen, so mir von hier aus ein herzliches Merci. Als eine Erklärung zur Lage von der Nation am Jahr 2011 hat der Premier angekündigt, dass wir eine Nationalstrategie gegen die Obdachlosigkeit bräuchten. So stellen wir fest, dass wir ein gutes Jahr mich spät nach einmal keine so eine Strategie gegen die Obdachlosigkeit haben. Weil dir, Madame Minister, ihr schon ganz militant, besonders für als weibliche Matbürger ersetzt, will ich auch hier am Anfang gleich eine Bemerkung zu dem Sujet machen. Die meisten Leute hier am Land, an den Asyler landen, sind Männer. Das heißt nicht unbedingt, dass es gegen Männer soziale Probleme bei den Frauen gibt. Mit Frauen haben mehr und bessere Strukturen für Notsituationen abzufangen für die Männer. Da der verlangt ihr seit langem, dass so Wohnstrukturen auch für Männer an Not sollen geschaffen gehen. Betonen will ich aber auch, dass wir uns dafür einsetzen, dass alle Leute, die auf der Straße sind, mit Respekt und Menschlichkeit behandelt gehen. Viele Leute scheinen zu vergessen, dass es nicht einfach ist, wie sich am Leben Europa zu schaffen, sondern dass es ganz sehr gehen und ganz leicht gehen, wird sozial jeder Europa zu fallen, bis ganz innen hin, und wo ihn dann angewiesen ist, auf Menschlichkeit und Hilfe von den Mitbürgern. Herr Präsident, heute können wir eine Reihe von Frauen identifizieren und Piste verfolgen, die zu einer globalen Approche am Problem von der Obdachlosigkeit führen. Vielleicht sollten wir uns als allererst bewusst gehen, dass Kehrfroh bei diesem Sujet die von den bezahlbaren Wohnungen, also auch die vom sozialen Wohnungsbau ist. Der hat zum Beispiel an ihrem Wahlprogramm gefordert, dass eine spezielle Agence, jedenfalls mal eine Kontaktstelle für Leute soll geschaffen gehen, die ohne eigene Schuld ihre Loyer oder Kredit ob einmal nicht mehr weiter bezahlen können. So leider, besonders so Familien, dürfen nicht auf die Straße gesagt gehen, sie müssen unterstützt gehen, wo sie sind. Jedenfalls müssen Übergangslösungen erfreut gehen, die all dramatische Entwicklungen verhindern, bis so Familien nicht können auf eigenen Face stehen. Not verhindern hat sichere Preis, mit Not schaffen, also sowohl moralisch nicht zu vertreten, wie auch gesellschaftlich schlussendlich viel mehr teuer. Am Blick die Leute, die kein darüber dem Kopf haben, an einem sogenannten Entrapesystem abgefangen. Für dich können die Foyer, Atelier, betreut wohnen, aber wenn dann alles gut geht, auch noch ein eigenständig wohnen. Das klingt gut oder begleitend wohnen. Das klingt gut, aber es funktioniert nicht immer so gut, wie es gedurcht ist. Das gerät in einen Teufelskreis, wenn bis an der Feuerswelt gelandet ist, aber viele Leute kriegen sich dann nicht mehr aus eigener Kraft da rausgezogen. Lesung leitet mit größer Wahrscheinlichkeit an einem anderen Konzept, das vom Housing First, wie das in Amerika genannt wird. Das Konzept, das zu New York getestet gehen, oft mit ganz schweren Fällen und hat zu überzeugenden Resultaten geführt. Wir brauchen dezentralisiert Wohnungen in grosser Zahl für Leute in Notsituationen in der Dach zu bringen, am Platz auf die Straße. Mit der real sozialen Not hier am Land
der muss man entgegentreten und da müssen eben die Kommunal- oder Regionalsozialämter eine ganz wichtige Rolle spielen. Sie kennen Leute nämlich an ihrer Gemeng am besten, also sie können vielleicht intervenieren, präventiv Leute beraten, ehe sie wirklich definitiv an eine Notsituation raufrutschen. Das heißt aber auch, dass man die Sozialämter müssen die nötigen Personalmoyen geben, für das können zu machen. Wir wollen, Herr Präsident, die Damen und die Herren, dass die 12 Leute ohne darüber den Kopf deutlich reduziert wird. Wir kriegen das Problem vielleicht nie ganz an den Griff, aber wir müssen hier eine Reihe von Pisten aber diskutieren oder Möglichkeiten diskutieren, die können dazu führen, dass man die 12 Betroffenen könnte reduzieren. Das sind Administrativfragen, wo vielleicht könnte Sache gemerkt gehen, oder auch an der komme ich drauf bei spezifische Kategorien, wo Leute hier bis wir verstehen und dann agieren. Am administrative Bereich will ich just einmal eine Praxis ausschwätzen, dass die vom Reed d'Office von den Leuten an den Gemengen, da gibt es Diskussionen auch hier am Kader von Gesetzen an der Chambre, die an Elaboration sind. Wir hätten gerne, dass die Reed d'Office verschwindet. Wir freuen uns, ob wir die Leute, die in einer Notsituation sind, nicht sollten echt der Office bei den Sozialämtern ummelden, wenn keine andere Möglichkeit gibt. Da müsste geguckt gehen bei verschiedenen Kurien, die von den Gerichten kommen oder bei den Rekommandien, wo dann die Verantwortung wie die Kurie schlussendlich leihen. Für Leute, die aus dem Prison losgehen, an die eine Aufenthaltserlaubnis hier im Land haben, die müssten natürlich eine provisorisch Wohnung können kriegen, was ihnen noch mehr Licht erlauben, einen Patron zu finden, eine Arbeit zu finden. Man muss gucken, dass sie auf den Arbeitsmarkt kommen, aber wie gesagt, die Meldung ist kein unwesentlicher Faktor dabei, weil es fängt schon wachs mit der Adresse und mit den Wohnkonditionen und die Patron influenzieren, ob eine eventuell eine Arbeitsmöglichkeit für eine Person gesagt oder nicht. Da braucht man mal eine Koordination oder eine bessere Koordination zwischen den Institutionen am penitentiären Bereich und den Foyers. Weil wir brauchen ein Suivi von denen Leuten, gerade so wie die jetzt am Drogenmilieu sind, Heinz, da verlieren wir so einfach aus den Ähren, weil sie aus einem Feuer rausgehen, wo der gar nicht ran dürfen, wenn sie im Alkohol- oder Drogenproblem an andere Feuer nicht abtauchen, weil das schlussendlich kann zu Situationen führen, wo sie auf sich gestaltet irgendwo an der Straße sind, am Winter eventuell zu gestirben. Da muss man auch gucken, die Leute, die aus der psychiatrischer Behandlung kommen an eine Situation von betreute Wohnungen sind lebend draußen oder einer Modelle. Da muss man auch fragen, ob da wirklich das die richtige wäre, oder nicht aber müsste mehr stationär besser haben, weil es schenkt so zu sehen, ich kann das selber nicht beurteilen, mit mal gesagt, dass vielleicht Leute ambulant behandelt gehen oder losgehen, die aber vielleicht noch nicht autonom genug können sind, für das können zu machen. Eine dritte Kategorie, wo Propositionen und Überlegungen betrifft die Zahl von ausländischen Leuten ohne darüber am Kap hier am Land. Und da gibt es schon Diskussionen auf europäischem Niveau, weil wir sind nicht das einzige Land, das mit der Situation konfrontiert ist, wo man da müssen eine Lesung finden, für diese Leute zu helfen, für eventuell können zurück an ihr eigenes Land zu kommen. Jetzt sind da ja auch hier, die aus den verschiedensten Gründen hier gestrandet sind, wird mal so zu sagen, und einfach nicht über die materiellen Möglichkeiten verfügen, für zurückzukommen. Dann eine andere Kategorie von Überlegungen betrifft Präventivmaßnahmen, die man können holen. Da muss man zunächst mal gucken, ob Gesetz über das sozial komplett umgesetzt gehen ist. Und da muss man über das Gesetz über das Personell auch weiter nachdenken. Das ist ein ganz wichtiger Baustein an der heutigen Diskussion. Da muss man gucken, dass man Kontakte zwischen den Foyers und den Drogenstrukturen verbessern. Das hatte ich schon angeschwert, wenn man eventuell, das ist heute der Fall, dass man Leute noch auf der Straße haben, die nirgends mehr suiviert gehen. Aber wir müssen nun den Ausbau auch weiter, wenn es Sozialbutiker denkt. Aber wir sollten noch darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht ein kleines Arbeit zu gehen, mit den Sozialbutiker auch Arbeitsmöglichkeiten anbieten, die aber dann nicht der Konkurrenz zu privaten Firmen sind. Ein anderes Sujet, den uns auch präoccupiert, das ist das Placement von den Kanner. Das hat den Vorteil, dass man heute zu Lützeburg im Prinzip keinen Kanner auf der Straße haben. Wir sollen noch all diese Fleischfamilien merci, wir hoffen, dass danach mehr gehen, die bereit sind, so Kanner abzuholen, sich um sie zu kümmern und ihnen eine Chance am Leben zu gehen. Aber wir dürfen noch nicht als nachverlieren, wie dann den richtigen biologischen Älteren geht, am Verhältnis mit der Kanner, und mit den Kannern, nicht weil sie platziert gehen, dass sie nicht gedrungen durch schlecht Älteren hätten. Und das ist wichtig, was kann er platziert gehen mit den Älteren, aber dann noch klar zu sagen, in welchen Konditionen sie hier Kanner können zurückkriegen.
wie der Kontakt mit ihren Kindern geregelt ist, also den Droit de Visite, auf wie ein Recht, das sie nach hun. Das ist aber wichtig, dass nicht aus Armut raus und das nicht aus Armut aus, dass Leute dann hier Rechte für die Education von ihren Kindern aufgesprochen kriegen. Und da muss man über ein paar die neue Approche nachdenken. Das geht ja, das wisst ihr ganz gut, mein Minister, das vor nach einer Zeit, für die ich auch um die Sache gekümmert habe, das SAMU Sozial. Das ist ein Modell, der in Frankreich funktioniert, den hat auch am Rote Kreuz an einem Pilotprojekt dann experimentiert gouf. Das SAMU Sozial, den hat ein ganz paar die Möglichkeiten nach vier. Kann Leute selbstverständlich an materieller Not beraten, kann auch intervenieren an andere Situationen bei der Prävention von den Suiziden, kann, und das soll ich auch ausdrücklich vielleicht mehr resoniert intervenieren an Situationen, wo Gewalt daheim wie das notwendigerweise eventuell durch Police gemerkt wird. Cäsien als einen anderen wichtigen Bereich, viele Leute, die schaffen gehen, die also nicht eine RMG kriegen, mit zum Beispiel Mindestlöhne oder Kleinabkommens, die fallen an einer Notsituation durch Cäsien, die den RMG nicht können betreffen. Und auch da muss man wirklich eine Reflexion merken, dass es muss sich lohnen, wir schaffen zu gehen und dass man da einfach müssen Planchen anziehen, in der die Leute nicht können fallen. An eng dritte Pist, die wir aber auch sollten evokieren, auch da ist eine ganz kritische Diskussion, wir sollten hier aber nicht aus dem Weg gehen, da das die Situation von den jungen Leuten zwischen 18 und 25 Jahren. Die haben kein RMG, da sind aber auch dabei, die extrem fragilisiert sind, die auch keine Familie haben, die sie können unterstützen, und die eigentlich dann auch an eine Welt draufhalten, weil sie keine andere Möglichkeit haben, für sich abgefangen zu kriegen. Von den Leute materiell unterstützt, hier wird durch eine Extension vom RMG oder durch andere Leistungen, wie die doch zum Teil am Familienministerium offeriert, da muss aber der Begriff von der Gegenleistung auf jeden Fall immer da sein. Und dann noch das Wegweisungsgesetz, da will ich auch drüber schwätzen, noch an diesem Zusammenhang, weil wir müssen doch wissen, dass viele von den Leuten, die von daheim rausgeholt gehen, wenn es Gewalt, keine andere Möglichkeit haben, für ein Feuer zu gehen, und dat auch heinst du dummer der Verlust von der Arbeitsplatz da verbunden ist. Das ist ja aber nicht der Sinn von der Sache. Wir sind also alle eins, dass wir wollen den Abwehrschutz betreiben, dass den Abwehrschutz soll garantiert gehen in Situationen wo Gewalt. Wir wollen dann die Leute, die rausgeholt gehen, wenn es Gewalt, weil sie präsumiert Täter sind, nach die Gericht zu erzählen, wenn die dann an eine Feuer gehen, dann zu verlieren, auch nach durch ihr Arbeitsplatz, dann ist auch Misere geschafft gehen. Und auch da stellt sich eine Frage von der Verantwortung vom Staat an Umgang mit denen Leuten. Ich will die aber auch hier Gestalt tun, weil ich von der Stadtei Vierbret auch ein paar Mal auf Feuer gegangen und schon da Leute begegnet, die an der Situation wären, dass sie nicht mehr von daheim rauskommen, sind wahrscheinlich ihre Tod definitiv futtig aus, mehr noch der Verlust von der Arbeitsplatz damit verbunden ist. Mir hätte gern, Herr Präsident, Damen und Herren, an Schmengen, ich kann heimat Sicherheit behaupten, dass man wahrscheinlich von alle Parteien gute Willen haben, und das ist ein ganz komplizierten, aber wichtigen Dossier, dass wir Initiativen holen am administrativen, am legislativen Bereich, die das Problem von der Obdachlosigkeit hier im Land so klein wie möglich hält, kriegen wir wahrscheinlich nie ganz weg. Aber ich meine, wir haben ein kollektiv moralische Verantwortung an der gesellschaftlichen Interesse, für dort zu helfen. Aber wir sollten uns besonders an Krisenzeiten dem heutigen Sujet wirklich nicht entziehen. Ich soll nicht schmerzen.